Hallo zusammen, du hast natürlich den Crown Cletus oder den Chris. Hoffe, es geht euch gut. Hoffe, alles klar. Warten wir noch schnell auf das Bild. Jawohl, das Bild ist da. Wir spielen Mario Kart 8. Ist ja gestern offiziell rausgekommen. Ein Hammer-Game. Das gehe ich aber später noch ein. Zuerst möchte ich schnell zeigen, wie der Swiss gefordert hat. Schön die Sommerfrisur am Start. Wie jedes Jahr. Ich gehe ja nie zum Coiffeur. Ich schneide mir einmal im Jahr selber die Haare. Das heisst, das Zeug wird abrasiert und das ist halt jedes Mal wieder extrem chillig. Keine Frisuren, sich keine Gedanken müssen machen, einfach aufstehen, schnell den Kopf waschen. Und dann ist man eigentlich schon ready. Die also kurze Haare haben, können das gut nachvollziehen. Und die sich es nicht vorstellen können, ist auch easy, würde ich sagen. Also, Mario Kart 8. Ich wollte eigentlich gestern oben noch ein bisschen online kommen, für die mal mit mir möchten spielen. Oder ich möchte auch gerne mal mit euch spielen. Aber so ist es eigentlich richtig gesagt. Mein Name ist, was für eine Überraschung, X-Crown X Cletus. Alles angeschrieben. Ich tue es auch in die Kommentare rein. Tut mir doch in die Kommentare eure Namen. Dann versuche ich das mal hier mit dem Wii U zu machen. Wo ich ja hier, glaube ich, noch kein einziger Mensch in die Freundesliste jemals hinzugefügt. Weil, ja, sind wir ehrlich, bis jetzt hat es noch nicht wirklich einen Grund gegeben. Das könnt ihr aber ändern hier beim Mario Kart. Es ist einfach ultra genial, das Game mal in HD zu sehen. Es ist wunderschön gemacht, läuft mit 60 Bildern oder 59 scheint es so geheißen irgendwie. Also sehr flüssig, anders gesagt. Und die Strecken sind eigentlich immer die Viererblöcke, wie wir es ja schon kennen. Und dann sind 4x4 Strecken aus altbekannten. So, wenn ich das jetzt ausgewählt habe. Und die haben es einfach ein bisschen neu designt, eben grafisch, aber dann auch mit dem neuen Gravitationssystem, wie ihr jetzt gerade seht. Das ist so ein bisschen der Hauptpunkt von Mario Kart 8, dass man halt eben auch an Wang und an Dili fahren kann und so. Es ist wirklich noch stylisch zum Teil, die Strecken sind extrem cool gemacht. Und dann gibt es halt einfach noch 16 neue Strecken, die ein bisschen mehr von diesen neuen Features profitieren und zum Teil richtig geil gemacht sind. Bis auf die Disco-Strecke, die finde ich recht schäbig. Keine Ahnung. Dort haben sie sich irgendwie weder vom Kurs, noch von der Grafik, noch vom Sound, noch vom Layout wirklich, ja, haben sie sich nicht so Mühe gegeben, komischerweise. Sonst ist es extrem cool, man kann es ein bisschen driften, ein bisschen mit Extras, man kann jetzt auch nicht mehr 2 Extras gleichzeitig haben, was ein Vorteil ist. Und der blaue Panzer kommt auch nicht mehr ganz so oft, es sollte also ein bisschen fairer sein, aber es ist schon gleich noch Mario Kart 8. Und du musst nicht meinen, wenn du das ganze Rennen auf dem ersten Platz bist, dass du auch auf dem ersten Platz wirst bleiben, wenn es kurz vor der Ziellinie plötzlich noch ein Gerangel gibt und so. Ja. Darf man sich nicht zu fest aufregen, gerade im Multiplayer-Modus ist das Game extrem fun. Allein ist es auch easy, aber man kann auch alles freischalten, indem dass man halt eben zusammen spielt. Und das Coole ist, dass auch an einem Bildschirm können natürlich wieder 4 Leute zusammen spielen. Und auch online geht es dann eigentlich richtig ab. Dort kann man sogar das zweite hoch online. Sie haben sich also echt Mühe gegeben. Und rein von dem her ist es ein Top-Game. Ich habe bis jetzt noch nichts sagen, was ich auszusetzen habe. Was ein bisschen schade ist, ist, dass Battle Arenas, wisst ihr, wo man früher so ein bisschen gegeneinander fighten können, dass das normale Strecken sind. Das sagt ein bisschen. Was ich auch nicht ganz verstehen kann, ist, wie man auf A Gas gibt und auf B bremst. Hinten rechts näher driftet und hinten links die Extras abschießt. Ich meine, in jedem Renngame und das Mario Kart, auch wenn es ein Funracer ist halt ein Renngame, wäre jetzt echt davon ausgegangen, dass man hinten rechts Gas gibt, hinten links bremst und dann auf den A-B-Knopf halt driftet und Extras auswählt. Aber easy. Ich meine, es ist ja nicht wirklich ein Problem. Man kann es leider auch nicht anpassen. Aber ja, das ist nur ganz etwas Kleines und wirklich auf höherem Level tut man sich hier beklagen. Grafisch ist es echt easy, auch auf den Strecken bleiben dann auch so ein bisschen Bremsspuren über die Runden und alles und im Sang, Verteufungen. Ja, auf dem Wii U Gamepad kann man natürlich vom Screen spielen oder man kann sich die Strecke anzeigen. Dort Highlights kann man auch noch schauen vom Rennen, die sind zum Teil nicht unbedingt so Highlights, aber auf jeden Fall ist es noch herzig gemacht. Mit den Wiederholungen, man kann irgendein Zeug auf YouTube aufladen, Kabel lassen. Ja. Wirklich echt ein gutes Game und echt ein Game, das der Wii U dringend gebraucht hat. Weil das wird vielleicht die Verkäufe wieder ein Mühe ankurbeln. Ja, aber sonst sieht es halt schon eher schitter aus bei diesem Teil.
Was in den letzten Tagen eher super hat ausgesehen, ist im Swissy Livestream. Gestern konnte ich eben nicht dabei sein, wegen unserem lieben Baby. Aber sonst, ihn beim Wolfenstein-Spielen zu beobachten, war echt amüsant gewesen. Und er hat das exzellent gemacht. Und das hat mich auch dazu motiviert, jetzt ihm das Mario Kart T-Shirt zu geben, das ich verlose. Ich weiss, ich habe gesagt, es gibt so ein Game dazu, aber ich muss dort die Regeln schnell ändern. Weil er hat sich das gewünscht und er hat sich das redlich verdient. Checken ihn mal ab. Ich meine, ihr könnt ja auf Twitch immer... Ups, sorry, den Kanal auch folgen. Und von dem her bekommt ihr E-Mail, wenn die Leute online sind. Ja, und dann kann man aber schnell reingüchseln. Klar wird auch etwas gespielt, was ihm nicht gefällt oder so. Aber also ich bin ein riesen Twitch-Fan und wenn ich Zeit und Möglichkeit habe, schaue ich natürlich immer gerne rein, wenn mich Games auch interessieren. Yeah, es ist voll von der Grafik her. Ich finde es so krass, weil die es vielleicht ein bisschen wissen oder auch nicht, ich meine, das Mario Kart 7 ist glaube ich noch auf dem 3DS rausgekommen und das hat auch schon easy ausgesehen für ein 3DS-Game oder für ein Mario allgemein, aber das ist echt jetzt mal in HD, das ist eigentlich etwas, was ich mir schon lang gewünscht habe. Und wieso das mit dem Baby Peach spielen, ja, aber es ist halt das Baby. Ein bisschen Baby Groove. Und sonst spiele ich auch gerne mit dem Bowser. Und ihr seht, wenn man mal gefickt wird, dann wird man aber richtig gefickt in diesem Game. Münzen sind zum Glück nicht so wichtig, die kann man zwar einsammeln und dann Zeug freischalten, aber das schaltet man irgendwann frei, darum ist es nicht tragisch, wenn man die aber verliert. Tragischer ist es natürlich, dass man dann sehr drauf abbremst wird. Aber dann machen wir ein paar Tricks über die Chancen. Und dann kommt das dann auch gut. Das Tricksystem ist eigentlich auch noch lustig gemacht. Also, es ist ganz klar ein Game, das auch kleine Kids spielen können, aber es kann auch so Erwachsene Fun machen. Ein Game in dieser Liga, eben ein Fundraiser in dieser Liga. Das letzte, wo mir auch so Spass hat gemacht hat, war Sonic All-Star Racing Transformed oder so. Das ist ja mehr oder weniger coolerweise für alle Plattformen rausgekommen. Aber ich meine, das Mario Kart ist halt immer noch ein ganz anderes Niveau als die Nachmacher. Wow! Und ich meine, es gibt auch gute Nachmachungen wie das Sonic Game oder andere, wo wir jetzt nicht in den Sinn kommen. Aber es kommt halt gleich niemand an König von den Funracer her. Und das ist in meinen Augen das Mario Kart. Zieht nach rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Macht vielleicht noch einen Wettbewerb mit, da werde ich morgen auflösen. Und unterstützen kleine Nintendo die Jahre sicher. Die haben mit ihrer Politik sowas von cheesy gelenkt. Und ich glaube, die können momentan jedes gekaufte Spiel oder jede Unterstützung in welcher Form auch immer gut brauchen. Merci vielmals für das Zuschauen und für eure Unterstützung jeweils. Und ich weiss, ich habe ein bisschen Pläne, auch mit dem Titanfall, den ich spielen wollte, die ich dann nicht immer in den Tag umsetzen kann. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Verständnis. Und für nächste Woche plane ich noch etwas Spezielles, etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Mal schauen, ob das zum Fliegen kommt. Und sonst hört ihr einfach wieder von mir, ja, wenn ich so weit bin. Macht's gut, schönes Weekend noch, genießt es, schön zusammen.